Lülö, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur, und da haben wir heute die Streif. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt in meinem Video. Und heute gucken wir mal, ob das Ding so funktioniert wie es soll. Ja, das war ein klares Nein, würde ich mal sagen. Irgendwie blockiert es da ganz leicht. Das soll, glaube ich, nicht so sein. Lassen wir mal ein bisschen Ärger hochdrehen und jetzt geht's. Aber ich glaube, ich würde euch vermuten, die Schwungräder, die drehen ein bisschen lose. Das ist jetzt. Also das vermute ich jetzt da mal bei den Dingerle. Und der einfachste Weg, das rauszufinden, ist mal reinzugucken. Wenn wir dann schon dabei sind, dann können wir dasselbe machen wie bei der Reven, dass wir das Ding einfach ein bisschen einfacher machen. Also dann würde ich sagen, die Batterie haben sie schon entfernt. Deswegen sollte man da das Deckel zumachen. Aber das habe ich mir jetzt hier mal gespart. Ich würde sagen, dann schraube ich das auf und dann reden wir weiter. So, jetzt ist offen. Jetzt gucken wir uns das mal an, was denn das alles so von Krust da drin hat. Das ist ziemlich ähnlich wie bei der Reven. Da haben wir da ein Schalterle, da ein Schalterle und da den Trigger damit. Also wenn der Schalter, der löst da aus, wenn das Kläpple zu ist. Der Schalterle löst aus, wenn der Magazin drin ist. Das löst aus, wenn man einen Finger drauf trägt. Das da erkennt, wo der Pfeil da ist. Aber ich glaube, das können wir rauslassen. Haben wir schon mal das erste. Dann sind da haben wir zwei kürzere Schreibler, so wie ich das gesehen habe. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo die waren. Könnte ich natürlich auch was Video lernen, aber da bin ich jetzt faul für. Das finden wir dann beim Zusammenbau raus. Da sind da die Schwungräder drin. Und das sind auf jeden Fall andere Schreibler. Jetzt liegt das natürlich noch an der Käbel. Die sieht halt auch nicht mehr besonders aus. Da seht ihr der ganze Staub von den Pfeilen, die da durchgegangen sind. Da ein Haufen Abrieb. Ich glaube, das Plästerle hat es mal verdient, den Upgrade zu kriegen. Aber jetzt gucken wir mal. Machen wir mal das Magazin rein. Wieder die Batterie rein.
Das ist natürlich nur was für Profis da. Wobei bei der niedrigen Spannung dürfte das normalerweise kein Problem sein, aber besser, wenn er es nicht nachmachen tät. Oder wenn dann nur auf eigene Verantwortung. Das ist. Jetzt fliegt das Deckel dann aus. Das brauche ich aber damit. Hat das so der Metallstiftle? Das ist ja schön. Die Riken da, die hat da Kunststoffstiftle gehabt. Müsste es. Das ist. Das. Das ist natürlich das, was die Firma versucht zu verhindern, dass man da reingreifen kann. Das ist ja geruscht. Ich will doch das testen. Das geht. Jetzt sage ich, wir schrauben das da einfach mal zu. Dass man zumindest die Batterien nicht ausfallen. Ich glaube, die Klepple da seitlich, die nehmen wir mal weg. Ich weiß nicht, für was das gut ist. Ja. Siehst du, da warm wurde. Das ist professionell ingenieursmäßig gemessen. Finger drauf, ist warm. Das durfte er natürlich auch nicht nachmachen, also zumindest nicht bei jeder Elektronik, das kann gefährlich werden. Das ist jetzt, weil ich die blockiert habe. Aber das scheint, ich habe es erst vermutet, aber das scheint recht normal zu sein. Scheint alles zu funktionieren. Das hält den Trigger auch, wenn da kein Magazin drin ist. Ich glaube, das können wir auch ausbauen. Die Schalterler, die bauen wir auch einfach aus. Das ist ja nicht, dass die sich so viel Gedanken machen, aber das bauen wir einfach aus. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Wenn wir schon oben hin. Aber ich jetzt sage, das machen wir mal im Schnelldurchlauf. Da schraube ich da die Schreibler weg, mache die Schalterler weg. Also die zwei. Und dann gucke ich, dass man das da wie bei der Raven auch einfach zusammenlädt. Dann haben wir ein bisschen weniger Widerstand durch die Schalterler und ein bisschen weniger Widerstand durch die Käbel. Vielleicht bringt das schon was, dann machen wir das noch weg. Und dann ist das Ganze kompakter.
Oder einfacher. Dann hätte ich sagen, bis gleich. So, jetzt habe ich die ganze Kruste weggemacht und die Rädler ein bisschen putzt. Oder halt den Abrieb da, das ist wahrscheinlich da von den Pfeilen, die Köpfe. Das seht ihr da schon. Und das hängt dann nachher da an den Rädern dran. Und jetzt habe ich schon gedacht, ich habe da auch noch die Feder verloren. Aber das ist wahrscheinlich, das nutzen sie für andere Blasters auch, aber das ist da, die obere Feder hat die Funktion, da brauchen wir keine separate Feder. Habe ich ja fast gedacht, die wäre irgendwo weggeflogen und ich habe es nicht mitgekriegt. Aber Glück gehabt. Ja, und jetzt müssen wir da das blaue Kabel zum roten Kabel löten. Das grüne brauchen wir nicht. Das ist, dass wenn das Kläpple aufmacht, dann schaltet der Motor schneller ab, wenn das dann kurz geschlossen wird, oder das geht da wahrscheinlich auf das schwarze, dann wird der Motor kurz geschlossen. Das ist einfach nochmal. Aber vielleicht, das hebe ich natürlich alles auf. Vielleicht braucht man so Tester mal irgendwann mal von irgendwas anderes. Aber jetzt hole ich mal so einen Seitenschneider und dann machen wir das weg und dann löten wir das zusammen. Bis gleich. So, das hat sich jetzt wesentlich einfacher löten lassen wie bei der Reben, weil die Kabel wahrscheinlich noch nicht ganz so alt sind. Das hier muss man halt. Das wird schon besser, wenn man das festschrauben tät gleich. Jetzt werde ich das halt ganz erst testen. Dann machen wir da noch kurz ein bisschen Isolierklebeband über die Lötstelle. Dann machen wir die Kabelführung noch schön. Muss da jetzt ein Kabel dazwischen löten, weil das wäre sonst ein bisschen eng geworden. Ich würde sagen, ich hole mal ein Isolierklebeband. Dann machen wir das alles schön. Bis gleich. Ja, jetzt wissen wir auch, wo die kurze Schraube hingehört hätte. Das seht ihr jetzt, das ist ein bisschen so Stressmarke.
von dem Kunststoff. Ich habe jetzt mal gerade und habe die kurze Schraube da und da rein da. Eigentlich hätte sie da oben hingehört. Das ändern wir jetzt kurz. Aber für euch, jetzt wisst ihr es. Und mein Zukunfts-Ich weiß es jetzt auch. Wobei, könnt ihr euch drüber lustig machen, wenn ihr das nochmal vergesst bei der nächsten Streif. Ich ändere das mal schnell. Bis gleich. So, sind alle Teile drin und alle Schrauben drin, die wir drin haben wollen. Und alles draußen, was wir draußen haben wollen. Das ist jetzt Gott das Ding natürlich ohne Magazin und ohne dass die Klappe da noch zu ist. Das haben wir jetzt alles ausgebaut. Das brauchen wir auch nicht wirklich, weil da kann man sich jetzt nicht wirklich verletzen, auch wenn man da reinfasst. Jetzt ist da war so Drähtle extra, das müsste auf Thermowiderstand sein oder so. Wenn mir nicht alles da ist. Das kann jetzt gut sein, dass wenn ich da die Motorler blockiere, dass der dann warm wird und dafür sorgt, dass mir mein Motorler nicht kaputt geht. Das sollte man natürlich nicht machen, aber arg viel Kraft haben die Motorler nicht. Also das kann gut sein, dass die Schwungrädler und das alles nicht mehr so richtig geht. Aber packen wir den Grund weg, den brauchen wir nicht mehr. Packen wir mal ein Magazin rein. Gucken wir mal, was es kann. Das macht doch schon mal einen besseren Eindruck. Jetzt gucken wir mal, ob das mit den Saugnäpfen jetzt auch geht, weil das ging davor nicht. Okay, das geht jetzt auch nicht. Also ich glaube, es geht ein bisschen besser, wenn man es hochdrehen lässt, aber ich glaube, ja, das habe ich jetzt wieder erwärmt. Jetzt seht ihr, jetzt hat das Widerstände da abkühlt. Das kann gut sein, dass wir da die Schwungrädler mal tauschen müssen, oder die Motoren mal tauschen müssen. Wir werden es so machen, weil ein bisschen mehr Leistung schadet da nicht. Also das ist jetzt nur fürs erste Mal reingucken, was wir schon machen können und was wir da immer brauchen. Und dann brauchen wir auch neue Käbel. Deswegen habe ich mir da jetzt nicht auch viel Mühe gegeben, weil sonst hätten wir das gleich. Hätten wir gleich neue Käbel machen können, aber da brauchen wir später andere Triggerle wahrscheinlich, andere Motorle, andere Schwungrädler, was man halt alles so machen kann. Ja, was wir jetzt machen können, wir können die Streifen mal ein bisschen hübscher machen. Und farblich passendes Magazin. Und das sieht dann so Bananenmagazin. Da können wir da vorne noch. Das müsste von einer Retaliator sein. Da basteln wir Schulterstütze noch dran. Weil das sieht es aus wie ein bisschen wie so AK-47. So sieht es besser aus, finde ich. Also wenn die Seite sieht ein bisschen glatter, ein bisschen aufgeräumter aus. Ich finde das,
Also gerade dahinter, das ohne Schulterstütze, das sieht halt einfach nicht schön aus, weil das... Er schaut selber, das sieht gar so offen aus. Also wenn, dann bräuchte man irgendwas, das abschließt. Das gibt es aber, glaube ich, in der Farbe nicht. Also zumindest nicht von dem Hersteller. Müsste man so Schulterstütze absägen. Das wäre aber auch ein bisschen Verschwendung. Ja, wie schon gesagt, irgendwann brauche ich einen 3D-Drucker, da komme ich nicht drum rum. Aber bis dahin wünsche ich euch frohes Bestle. Bis dann.